Frau haut aus der Maison Musigart an der Rue Hall Centre pour Maid geteilt all Weekend für gut Stimmung gesucht. Immer mehr am Detail auf das Schwätze kommen. Materiales Gebäude geht. Nachläufer nach einem kleinen Aufstieger an den sicherischer Gemengerot. Da nämlich Covid Anfang des Monats ein paar Changementer. Den LSAP-Politiker Claude Hagen war 1994 feste Bestandteil vom Dickrischer Gemengener Schäferrot und 2001 immerhin 3-mal Bürgermeister von der Stadt Dickrich, also bald nicht wie von Haie Wäsch zu denken. Am Dach ist ihn laut dem 5. Januar Minister für Landwirtschaft und Sozialsicherheit. Es wird also notgedrungen müssen zu Änderungen am Kader vom Gemengerot zu Dickrich kommen. An die müssen nur strikte Regeln aufgewickelt gehen. Dafür war der 7. Januar eine Sitzung abgerufen, die vom Bourgmestre für seine Funktion René Canivet biseweill echte Schaffen gelegt gouf. Auch von ihm gouf es dann einmal für Techt ein grosser Lauf und der frühere Bürgermeister für seinen Verdienst. Ich will aber an meinem persönlichen Nummer noch vom Schäferrot, und es gibt Menge noch am Nummer vom ganzen Gemengerot. Dem Hagens Claude vielmals merci so für das, was er für eine Stadt gemacht hat. Und es sind überzeugt, dass er noch nach seiner neuen Position als Minister kann vielleicht nicht für die Stadt machen, kann aber auch viel mitschwätzen an einer Regierung. Und noch heißt er am Dossier in Dampf noch machen, was Eiselei betrifft, aber doch auf der Art als nicht beieinander betrifft. Als erster Punkt Ordre du Jour müssen der Gemengerot komplettiert gehen. Und zwar gouf dafür für den nächsten Gewählten auf der Liste von der LSAP Frank Link als Remplaçant von Claude Hagen veredigt. Merci. Den diplomierte Sportsprof Frank Link, den als Sportskoordinator von der Maison Relais zu Dickrich schafft, als viele bekannt als freieren Handball-Nationalspieler, aber auch als Präsident vom Chef Handball. Hinter der Woche mehr lang schon an verschiedene Kommissionen von der Gemeinde aktiv, und zwar der Schule, der Sports- und der Jurenkommission. Und an diesen Bereichen will er sich auch in Zukunft abbringen. Das sind so die Sachen, die mich interessieren und wo ich will etwas dazu beitragen, was mich am Großen und Ganzen aber immer und der Politik gereizt hat, das einfach für die wunderschöne Stadt noch mehr wunderschön zu machen, wie sie schon ist. Und ich meine, das soll Ziel von jedem an einem Gemengekonseil sein, den an einem Gemengekonseil ist, dem leidt die Stadt, wo dran ist, Herzen an für die so zu belassen, wie sie ist, oder sogar noch zu verbessern. Und ich meine, das ist das große Ziel, was Schiedfried soll haben, und noch dafür sind ich hier, und noch das will ich die nächsten Jahre dann hier machen. Dann hat auf Seite von der Opposition auch ein neuer Conseiller für CSV veredigt gehen. Am Dezember des letzten Jahres hat die langjährige Gemengerätin Françoise Kerger-Faber hier die Mission gereicht. Sie geht von Lohn als hat vom Ingenieur-Agronom Dan Kneip, den als Prof am Lycée Technique Agricole tätig ist. Seine Priorität am Gemengerot leider aber bei einem anderen Plan. Die ganze Landwirtschaft leidet man natürlich national Herz. Aber kommunalpolitisch schon die ganze Verkehrsproblematik oder Verkehrssituation hier an der Nordstadt eigentlich, wo ich eigentlich nicht ganz zufrieden bin, wie das drauflebt, oder mir nicht ganz zufrieden bin, wie das drauflebt. Da werde ich schon versuchen, mich mit anzubringen. Mit der Verredigung von den zwei neuen Conseillern konnte der Gemengerot auch zum Wortübergehen für die Nachfolge von Claude Hagen am Kader vom Schäferrot. Und zwar auf eine Proposition von der LSAP, den Claude genannt Jing Daleiden als zweite Chef proposiert und den zweiten Chef Clotilde Singerseits für den Posten vom neuen Bürgermeister. Mit allen 7 Ja-Stimmen an 6 Blauen gouf die Proposition dann noch vom Gemengerot angeholt. Es ging dann am Jing an der Menge merci so für die Designation als Kandidat. Prozedur wird so sein, dass den Grand Duc mich als Bürgermeister muss nominieren. An der Recht von der Nomination unterschrieben im Interieur leitet, kann der Interieur mich rufen zu verrichten. Gleichzeitig gëtt den Totalleiten als Schaffer mat go firfähig ze gin an Informationun aus dem Interieur ass dat kann eventuell bis zu 14 Dich dauern.
ist dat gelangt. A wann dann alles no Plan lief, Dieft en Januar schon den echten administrative Gemengerot aufgehalen gin, fiwer weiter Posteverdelungen, wie zum Beispiel an de Gemengesyndikator zu bestimmen. Zeigt dann aber an der Maison Music Art, wo sind dem Sommer das letzte Jahr all Weekend immer lass aus. Besonders auf dem Sonntag. Du hast halt gut immer dick voll und das ist genug am Grund. Du nämlich als Tätonsort gesund. Sondes Mëttes ass an der Maison Musica zu Décrege well ëmmer richtig eng lass. Tédanson as e Freizeit-Ugeburt wett gefrot ass. A fir dat Leiit zu Guer vum mi weit hier kommen. Eng ganz Party vun de Gäst machen immer eng richteg Tournee vun den Tédanson an der Gegent, wobei sech Décrege elo als nei Top-Adresse rausschielt. C'est une découverte, hein? Ça change un petit peu des autres sorties, oui, c'est très bien. On a des amis, ces personnes-là, qui nous ont dit qu'on dansait ici pour des gens de notre âge, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est la première fois. La deuxième fois. Voilà. Mais on reviendra parce que c'est bien. Qu'est-ce qui est spécial ici? Le patron? Les patrons, l'ambiance, tout. C'est super. Et en plus, lui, il danse bien. Okay. A well soviel sportlege Aktivitéit jo och moll Appetit mëcht ginn an der Halfzeit och kleng Häppercher ugeburten, Zopp oder pastechte Natter zum Beispiel, dat halt Leifer Seel ze summen. Musik deget allwoch aufgewieselt. Hautlo as den Duo vun Everdance, déi fir de richchten Takt zuecht. Everdance, dat sinn zwee passionéiert Hobbymusiker, déi eng Präsentatiun biden déi vun Herze kënnt. Zu Décrech awer fillen sech de Pensionär Marco Rasch an de Schuldirektor Yves Schmerz so richteg wuel. Also die Stimmung ist super, die sieht ja, alle tanzen, also besser geht es nicht. Wie gefällt dir Scheit zu Décrech? Wunderschön, ich komme erst im Dave Minute und das ist immer schön, auf Décrech zu kommen. Was ist dann nun der High Ambiance besonders? Immens für den Saal, das für den Kader steht, die Leute kennen den, das ist einfach eine positive Stimmung, wenn er darf so. Den Tédanson an der Maison Musica huet einfach ageschloen. Das Rendezvous am Sonntag Nachmittag schenkt dem noch schon de Lo net mehr aus Décrech ewäsch zu denken zu sinn. Ja, aber immer du sind lo die Hauptresponsabel von der Maison Music Art. Du dich lo für den Anfang auf den Weekend beschränkt. Du machst aber ganz verschiedene Sachen. Freitags, Samstags, Sonntags den Tédanson, Freitags, Samstags. Was lief du? Das am Anfang Freitag machen wir so eine Rock Blues, so ein bisschen so an den Genre. An Samstags machen wir so eine Mischung Portugiesisch mit Lützburger. Zum Beispiel machen wir so eine Sorge von Harmonika. Du musst zum Beispiel schon 2 Dächen mit Zöllerfleit reserviert Lützburger sind. Dass das nicht so normal ist, dass Lützburger an der portugiesischen Integration sind. Ne? Also für uns ist das schon mal gut. Das ist schon mal gut. Sie kommen nicht just für die Dansant, sie kommen auch schon für die portugiesische Schwager. Das Ärzte bei uns, dass du sind am Anfang nicht der Wert, dass Lützburger gibt bei uns Samstags auf portugiesisch Schwager. Ne? Aber wenn man eine Stelle vorkriegt, ja, voilà, die Reservationen sind da und die Leute sind froh. Sie sind schon froh, mich an Amadeus schon gesehen. Voilà, das ist wirklich tipptopp. Ja, das ist auch flott, dass die Leute so eine andere Kultur kennenlernen. So wie Lützburg portugiesische Kultur, wie Portugiesisch auch Lützburger Kultur. Ich wohne heute in Lützburg seit Jahren und ich war noch nie an einem Tédanson, das habe ich nicht so zu gesehen. Und das ist flott, aber zu sehen, wie sich also zusammenmischen und Kulturen mit denen gut gehen. Der Tisch der Teil kennt auch so einen Platz, wo wirklich auch so ein Austausch von Kulturen stattfindet. Ja, natürlich, das voll immer gerne. Das Lützburger Portugiesen sind nicht viel hier im Land, das wissen Sie reden, dass sie ein bisschen mit zusammenkommen, nicht so den separat sehen. Also Multikulti. Ja. Viele Italiener, just. Das ist ja auch Maison Music Art, das ist das Melo, wie nehmen einfach Musik, aber was geplant wird. Ja, das ist am Anfang wir haben die Saal auch, das ist am Anfang
das Musik hat, das im Kopf für Musik. Aber wie immer schon so ein schönes Konzept, los immer auch am ganz probieren, für die Vereine das Salz zu lohnen. So ein Ball, zum Beispiel auch kann Fußen, so ein Fußball einmal mit der Verein von Dickrich. Die sind alle Vereine von Dickrich, von Nettelberg, egal, von Basten oder von Bettendorf, egal, sie sind bienvenue. Kann Ihnen das ganz doch lohnen für Privatswarien? Ja, auch gerne Privatparty machen. Hat man auch schon ein aus eurem Konzept, muss ich immer mal Datum und am Tisch gucken. Ich meine, das ist aber auch gut soll dafür, also in Pandemie gut soll, für wenn es Leute, übrigens können wir gerne machen. Etwas, was der auf keinen Fall will gehen, das ist ein Disco. Ja. So. Auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall nicht. Das ist schon genug. Nein, auf jeden Fall nicht. Wir wollen am Anfang alle etwas merken, das ist für unser Alter. Wir sind ja nicht alt, ne? Aber aber das passt schon alles dabei, ne? Da passt schon alles dabei. Aber als Konzept, also ab, sagen wir mal, ab 40 Jahren, die einfach in Regel einmal sind. Die wisst ja bei verschiedenen Sachen, bei Disco so sagen, 18 Jahre, 19 Jahre, sie gehen nicht einfach nicht in ein Museum, sie gehen einfach anstelle für das Volk zu machen. Aber das wollen wir nicht einmal. Das ist wir sind als Klientel selber. Als Klientel selber, das sind als Alte, das sind korrekt Leute, sie kommen in ein Museum, viel Platz zu trinken, mit Kollegen, die Kollegen, die Jumping, die Joss pinkt in den Arm, voilà. Das ist so in Kettenunien. Und das bei den Dansants, das hat sich gelungen, das merken noch verschiedene Leute, alle sondern mit mir merken, sie nehmen andere Leute noch nie einfach. Das merken wir auch. Kann Ihnen also auf alle Fall gespannt sein, was ihr nachher alles wird bieten. Musikalisch gesehen hat es heute zu Dickrich auf alle Fall das Jahr exzellent angefangen. Auch schon den 9. Januar war ein ganz schönes Neujahrskonzert an der Neuer Kirche. Et ass well Traditionioun, dats Anfang vum Jahr de Konservatoire du Nord vun Nettelbreg an Dickrich ëmmer e grossen Neujahrskonzert an der Dekanatskirch op der Kloster zum Beste gëtt. Déi Keer awer waren ëmso méi gespannt, wennns der Pandemie gouf den netlech Ausfall, a bis zulächt war net gewusst, ob den Event iwwerhap kenint stattfannen. Das ist absolut spannend und das ist absolut motivant, haut hei zu sinn. Ich meine, wenn den sich gleich evaluiert hat, so Ratio hat gesagt, komm, so alles auf, dass du guckt, hast schon Begeisterung, wie kann er heißen für zu sagen, die freuen sich seit Montag drauf, ob das ein Auftritt. Dafür sind wir unheimlich dankbar, dass wir können heute die Arbeit zum Aufschluss feiern und dass jeder kann dabei sein heute. Lass ganget dann noch direkt am Anfang mit den Kanner an den Jugendlichen. 6 Keier am Ganzen huet de Konservatoire well. Eng Chor Schoul mat 4 Kannerer Jugendkeier, ein Ensemble Vokal mat Erwussenen, an zanter dem lächte Joch och nach de Jugendchor Nordvox. Am Ganzen also sind dat die 100 Sängerer Sängerinnen, déi Dekanatskirch Ufang Januar zum Vibréiere bruecht tun. Ich meine, ein bisschen so derbisch, die wir am ganzen Jahr machen, an all seine Facetten. Wie sich das für ein Neujahrskonzert gehört, gouf net natürlich auch eine Party mit weihnachtlich Klang, besonders vom Ensemble Vokal, denen nach anderem mit Aussicht aus dem Bachsingem Weihnachtsoratorium überzeugen konnte. Auf ihrem modernen Touch goufen zwischen den einzelnen Sequenzen auch immer nähes Improvisationseinlagen vom Organist Maurice Clement, den sich heuer seiner Hauskirche natürlich besonders alles gespürt hat. Den Neujahrskonzert vom Conservatoire du Nord ist übrigens den Auftakt von einer ganzen Reihe Konzerten, die am Januar aufgehalten gehen und die Vielfalt von der Musikshow soll weisen.
Den 27. Januar dann also ganz geschwurschauen als auch nächst Optakt vom A Cappella Festival. Ein Event vom Centre Culturel KP zu Ettelbruck mit Konzerten, sowohl zu Ettelbruck wie auch zu Dickrich an den 2 Kirchen. Etwas wird immer ganz gut besiegt das, an für ein bisschen ein Viergeschmack zu gehen, ob das, was da geboten wird. Machen wir mal für dich den kleinen Rückblick auf die letzte Edition von 2020. I get low, whoa, I get high. How come I end up where I started? How come I end up where I went wrong? I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby. Ja, beim Raslo den artistischen Direktor aus dem KP. Guten Abend, Karl Adelsteinson. Guten Abend. Ja, den A Cappella Festival, das ist schon aber etwas ganz Spezielles von Ihrem Centre Culturel. Das ist eine Nische hier im Land, muss ich sagen, dass für 8 Jahre, wie ich am KP angefangen habe, da war mal tatsächlich eine Recherche, was gibt es in diesem Land noch nicht, wo man da kann man an diesem Programm auch wenig demarkieren. Und muss ich sagen, dass wir immer ein Barockfestival hatten, der sind aber entre-temps schon ein paar gegeben, damals. Und was aber nicht gibt, das ist ein Stimmefestival heute zu Lützeburg. Das ist was zum Beispiel in Deutschland, Frankreich, alle Städte hat. Und heute hat das gefehlt. Und auch mit der Proximität vom Konservatoire, aber auch mit den ganz vielen Vereinen und Schulen, die sangen hier in dieser Region, was lungt noch für dann noch ein A Cappella Festival, das Stimmefestival an der Region zu gründen. Du hast aber nicht den Namen von Ihrem Centre geholt, geguckt, was kann ich da machen, was kann ich daraus basteln, und dann sind Sie auf A Cappella gekommen. Es war nicht unbedingt DW mehr, aber Herr also mir schon Jeu de Mots extrem gerne. Also bei uns gibt es auch den Escape-Bar, Escape-Bar und so weiter. Also wir spielen schon ganz gerne mit der Aufkürzung von unserem Haus. Also da haben wir dann davon profitiert. Mit war den anderen Weg rum, dass ich geguckt habe, okay, was für eine programmatische Priorität setzen wir. Und wie man dann das vor der Kapelle gelesen hat, KP, lungt aber nur, dass man eine KP Licht dran drücken. Wir haben 4 Bilder gesehen von 2020, das ist wirklich ganz vielseitig, was da geboten wird. Das also wirklich, das ist ein ganz großes Bandbreite und verschiedene Sujets, die da hat. Ja, die DNA vom KP soll sich daran herumspiegeln. Und DNA ist auch pluriel. Und wenn wir dann noch so ein Festival organisieren, dann ist es normal, dass man dann verschiedene Stilrichtungen vom Gesang daran repräsentieren. Muss ich sagen, A Cappella heißt dann vom Gesang ohne Instrumentalbegleitung. Das heißt, alles, was wir hier können hören, hier zu Dickrich oder auch zu Ettelbruck am KP, also alles ohne Begleitung. Und du kannst dich wundern, ob da wirklich kein Instrument am Hintergrund sind. Aber das ist alles just stimmt. Aber an verschiedenen Facetten. Das heißt, den mehr klassischen Teil, den ist heute zu Dickrich, an einer Kirche oder an der größeren Kirche. Und dann haben wir den mehr Jazz- oder Pop-Teil am KP. Und das Jahr wurde auch ganz interessant Sujet auch heute zu Dickrich in der anderen wirklich Flottkonzerten, die programmiert sind. Ja, ich freue mich enorm auf den Programm heute zu Dickrich, Samstags und Sonntags. Es geht los, nachmittags, Samstags mit einem Chor aus Deutschland, Ensemble 85. Das ist ein exzellenter Männerchor unter der Direktion von Matthias Ratschik. Die Leute, die am Konservatoire heute zu Dickrich Ettelbruck unterwegs sind, die kennen ihn. Das ist ein Leader von der Chorschule. Den hört am Saarland ein Männerensemble, den ist exzellent, wirklich.
Die werden hai 5 Uhr an der aller Kirche samstes optreten mit just engem Repertoire 4 Männerstimmen. Dann haben wir die Großsoiree samstes sowes mit den weltbekannten Kingsingers, die jetzt schon über 50 Jahre gehen, die sich komplett erneuert tun über die letzten 10 Jahre. Und das gibt wirklich ein phänomenalen Noven, noch von den Highlights von dem Festival mit den Kingsingers. Und ja, da schließt man auch den Festival offiziell heute zu Dickrich auf, sonders noch mit das 4 Uhr mit Ingenium Ensemble, das sind die 6 Sängerinnen und Sänger aus Slowenien. An exzellente Stimmen, auch an dem exzellenten Saal von der Kirche, der aller Kirche zu Dickrich, was ja ein akustische Bijou ist. Klingt ja alles fantastisch. Die will aber auch ein junges Publikum ausschwätzen. Du hast auch dort Workshops an dem ganzen Kontext. Ganz genau. Also wir haben E-Workshop, der von uns Beatboxer gibt. Wir haben den so viele Champion, als belgische Champion, als Weltchampion Beatboxing, das ist der Foodbox G. Könnt von Gent. Und die wird 3D hier in der Region sein. Also ich hatte mal Samstag so ein Auftritt um 7 Uhr, also Showcase, Beatboxing, Auftritt bei uns am Foyer. Und die zweite ist für drunten geht an die Schulen. Ihr könnt hier auf Dickrich an der Grundschule werden Donnerstag einen Workshop haben für die Kinder zwischen 9 und 12 Jahren. Da werden dann 30 Kinder dort zusammenkommen an der Schule und da gibt es hin so ein paar Basics vom Beatboxen. Das Geräusch mit Mund machen, Rhythmus mit Mund machen, mit Mikro ganz nah. Noch wie schafft ihr mit Mikro? Freitagsmorgens ist dann an der Ettelbrecker Grundschule und dann freitagsabends dann ein Auftritt. Also ich kann damit mit Herz lehnen, noch den Jungen und Jugendlichen für freitagsabends guckt zu kommen. Das ist wirklich phänomenal, was er bringt. Und da geht es 4 Runden mit einem Pop-Ensemble aus Deutschland on air. Die wirklich schnell knallharte Pop bringen, wo sich wirklich freut, sind doch keine Instrumente oder irgendwelche Computer, die Hand ablaufen haben. Es ist wirklich just Stimmung. Nach eine letzte Frage, kriegt ihr überhaupt nach Billien? Kriegen nach Billien, absolut. Also auf acapella.lu oder Luxemburg Ticket oder bei uns am Ticketschalter kriegen auf jeden Fall nach Billien. Das ist immer gut, wenn man sich ein bisschen am Vierhaus aber drum ist. Wir haben ja am Moment eine reduzierte Jauge von 200 Plätzen pro Konzert. An der aller Kirche nach sogar ein bisschen Männer, wo wir auf 70, 80 Plätzen disponibel haben. Von daher ist es gut, wenn man sich am Vierhaus meldet mit kriegen, aber bald fallen nach Ticket. Okay, egal wie Dickrich TV wird doch den Aufschlusskonzert mit filmen. Also wir werden nicht auf alle Fall, ob man uns extrem aus dem Aufschlusskonzert weisen, wenn nicht geht auf alle Fall auf der Seite vom KP gucken. Und ich gebe so nicht die schnell entwickeln. Nee, auf jeden Fall nicht. Das ist ein Highlight. Vielmals merci, Karl Adelstein. Merci für die Invitation. You are the air, now you are the air. You are the breath that makes me strong. You are the catch that kicks in my couch. You are the burden of my song. You are the burden of my song. Just you. You of my song. Ja, am Sangen dauert sich ein bisschen wie man Kachen, Bandbreite und Möglichkeiten ist immens groß und das kann ihn immer überraschen mit Neuem. So wird es sich auch mit dem südländisch angehaltenen Plat, den wir am Kader von unserer Serie Dickrich Kocht vorstellen wollten. Bonjour à tout le monde, c'est Anthony ici, du restaurant 29 à Dickrich. Je suis le gérant et le chef cuisinier du restaurant 29. Je suis cuisinier depuis presque 20 ans. J'ai commencé depuis que j'étais petit garçon, comment dire. On a choisi dans les temps un peu difficiles de la pandémie, mais on a bien choisi la place pour ouvrir notre activité, notre commerce. Et maintenant, on va faire pour vous, je vais préparer une assiette traditionnelle typique de la cuisine italienne du sud de l'Italie, de chez moi. Moi, je viens autour de Napoli, donc
On va préparer avec vous quelque chose d'extrêmement simple, mais extrêmement, absolument bon. On va commencer avec des paccheries faisant maison, et delle vongole veraci italiane, delle mules, tomates cerises jaunes rouges, les bras de poulpe, poivre noir, du sel et de l'ail. Huile d'olive, bien sûr. On va mettre de l'ail et on le laisse devenir un peu blonde. Et on va le lever, on ne risque pas de le brûler. On va prendre notre tomate cerise pour faire le fond. On va ajouter déjà un petit peu de vin blanc. On va commencer à couper le poulpe, pas trop fin, pas trop épaisse, quelque chose comme vous voulez, mais on va les couper. Et on le laisse avec les tomates cerises. Ça, nous on a besoin pour faire aussi la décoration. On va ajouter du persil. On va ajouter la vongola verace. On va ajouter le mûle. Et pendant que la conquillage va s'ouvrir, on peut lever notre pâte. Je rappelle, pâquerie faisant la maison. C'est une assiette traditionnelle aussi de le dimanche. Ça me donne beaucoup de mémoire, me rappelle toujours ma jeunesse à la maison. On va gratter le zeste de citron pour donner un peu de frais. L'assiette est prête. Bon appétit à tout le monde et merci. 2022 feiert Krech bei den Debessenheit zu Dickre schon ihren 20. Geburtstag. A fir dat festzuhalen as lo bis zum End vom Mond am Kulturhaus eng Flottausstellung mat Wirker, déi Kammer aus der Krech selber herstalt hunn. Wins der Pandemie war zwar net alles so gelaf, wie sie sich eigentlich firstalt hätten, trotzdem soll den sech dës Ausstellung unbedingt ukucke wollen. Eigentlich wollte Krechlo im Januar groß ihren 20. Geburtstag feiern, auf ihre Ausstellung am Kulturhaus mit verschiedenen Institutionen von Dickrich zusammen schaffen. So zum Beispiel sollten sie mit den Bomien und Bopien am Altersheim gemeinsam Bilder malen. Wenn der Pandemie aber wird müssen umgedurcht gehen. Dafür haben wir jetzt mit einer dickrischer Künstlerin, dem Nancy Sassel, zusammengetan und ein paar Tableaus zusammengemalt. Das heißt, zusammen auf Distanz kann haben. Tannergrün gemalt an Nancy huet dann Dieselscher Drpp gemalt. An des Flottabloen, déi die Dickrischer Iselen an alle Farbe weisen, kredin also lo am Dickrischer Kulturhaus ze gesinn. Donieft sinn awer eng ganz paar die Bilder ausgestaltet, kann ganz leng realisiert hun. Den ënnechte Stock iwwerdems ass vun der Dickrischer Artistin Nancy Sassel besat, déi hai ihrerseits mat Dickrischer Iselen am Großformat präsentéiert das. Eng ganz vielseitige Ausstellung also, die an engem soch weist, wat alles an der Krech bei den Debessen zu Dickrich Geburte gëtt. So zum Beispiel gëtt doch e ganz interessante Neck vu Foto gewiese ginn, dit kann er bei ihre Spaziergang mat der Krech selber realiséiert tun. Also mir weisen hai wéi man zum Beispiel Bilden plurilang umsetzen, mat Quaitbicher, wo Kanner können mat ihren Erzählerinnen am Stuhlkreis ze summe gucken. An dene Quaitbicher kann ich ganz viele Sachen manipulieren, das erlaubt dann den Spruch gut zu integrieren. Und dabei gesagt dann noch den Projekt Yoga auf Französisch.
Die ganze Evolution vun der Krich vu 24 Joer bis haut kann en zuschifregens an der aller Kirch direkt niwen nun ukucken. Heiers da noch dat Chain Kannerbuch de Moxfuchs huet Geburtstag ausstalt, wo die Kleinvisiteuren selber draliesener lausstre können. Den 23. Januar mit es 3 an den 30. Januar moes 11:30 sind aber auch Lesungen geplant, wo d'Autorinnen selber Geschichte zum Beste gehen, an op Wunsch auch Senjährige können. Den 22. Januar dese Samsteg also invitiert doch Künstlerin Claudine Maillet op een ganz flotten Workshop am Kulturhaus zu Dickrich. Anzwage den do wären 3 Stunden an Kunst vun der Bande dessinée agefauerert. D'autodidaktin, déi entretemps schon e puer Preiser gewonnen huet, huet selber mal mat so engem Kur ugefangen, an dat fir nach gunnet allze langer Zeit. Künstlerin Claudine Maillet mult alles, was sie so rundherum gesagt und interessant findet, kombiniert das Tenor auf der Toile. Am letzten Mal sie am Acryl. Ob schon sie nur an der letzten Meter Weg zum Figurative von tut, so hat Claudine Maillet in der Zeit mit abstrakter Malerei angefangen. Bei ihr ist einfach alles ein bisschen anders, wie es eigentlich vorgehen ist. Auch der Weg zur Malerei war bei ihr ein echter Ungewinnten. Und so sind ich ganz viel gelaufen. Ich habe gemeint, ich muss den Sportler gehen. Und ich bin viel zu viel gelaufen für mein schlecht Fuß. Und irgendwann habe ich gedacht, ich habe mal einen zweiten Hobby, weil das geht nicht. Und so komme ich dann dazu. Und ich gedacht, ich mache mal ein Bild. Und ich habe noch gerade abgehalten mit Schaffen. Ich hatte viel Zeit. Ja, und ich gedacht, ich kaufe mal drin. Und ich dann so eine kleine Kur gemäht. Und ich gedacht, ja, das ist gut. Muss mal heim und so und ich bin mal im Job gehalten. Alles, was Claudine Maillet aufhegt, wird bei ihr mit ganzem Herzen gemacht. Nicht für nichts hat sie in der Zwischenzeit dann noch schon ein paar die Kunstpreise gewonnen. Claudine Maillet ist der Beweis, dass jeder kann zum Künstler gehen. Dafür pegt sie auch gerne eine Hand an, für andere, die sich Beruf fehlen, in den Arm zu greifen. Zu Dickrich am Kulturhaus hat die Möglichkeit, von hier an Kunst von den Cartoons angefordert zu gehen. Ich meine, jeder kann etwas mit dem Wort Cartoon aufhängen. Da erinnert also an uns Kant, noch die eben noch gerne Kant sind oder sich einfach gerne an das Vergangene erinnern. Viele Leute sind froh mit Cartoons. Und ja, so was die kommen eventuell da dünn zu bieten, mal ein besonders, wie in sonst, du hast gesagt. Und ich meine, ein Thema ist auch frei, jeder kann als Cartoon malen, was er will. Bestenfalls sollen sich eine Inspiration mitbringen, weil das immer mehr einfach als Steib irgendetwas zu machen, wie du aus dem Kopf raus. Pferden sollen auf alle Fall nicht, wenn er nicht probiert, kann auch nicht wissen, ob er nicht vielleicht ein verstopptes Talent hat. Seht ihr vielleicht auf den Gut kommen, dann melde ich euch schon auf info@mhsd.lu. Diesen Samstag, 22. Januar um 14 Uhr geht es los. Zum Abschluss von unserer Emission da wollte ich auch noch auf ein Table Ronde aufmerksam machen, den wir werden diesen Samstag um 19 Uhr auf unserem Infokanal weisen. Am Kader von der Exposition 100 Jahre motorisierte Landwirtschaft zu Lützeburg hat ein Autosmuseum nämlich zum Aufschluss Ende vom letzten Jahr eine ganz Partie wichtige Leute aus dem Sektor zusammengerufen, die die Landwirtschaft zu Lützeburg in den letzten Jahrzehnten stark mitgeprägt haben. Hallo, ein kleiner Viergeschmack, ob das, was ich am Kader von diesem Gespräch wird erwarten. Wir haben eine Entwicklung irgendwann für den Mähdrescher, für den Traktor, autonom, ohne Chauffeur, lasergesteuert. Wir haben an der Milchproduktion den Roboter, den Käsestreich, alles ist da. Aber das kann auch für die Lützeburger Landwirtschaft zum Notdienst gehen, weil wir dann irgendwann durch unsere Kleinstrukturen und durch unsere viel Hindernisse, die wir kriegen, Wasserschutz, Naturschutz und das und das, auch viel gebaut wird, viel Terrain, die verschwanden, dass dort die Lützeburger Landwirtschaft einen zweiten Preis kriegt. Voilà, das war dann aber für als Emission haut aus der Maison Music Art an der Rue des Halles zu Dickrich. Nächste große Rendezvous heute können wir schon merken. Das ist am 4. Februar. Du hast nämlich eine große Farbe-Soiree umgesucht. Detailer dazu, die fand auf der Facebook-Seite von Maison Music Art. Der war dann aber von meiner Seite ist noch weiter eine ganz schöne Zeit. Na, das wird bis an einem Monat lesen.
Bye bye. Stuck in between